Podcast vom 20er. Wir sind die Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass diese Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach dein Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten hat. Das ist crazy. Die Stadt Zürich hat eine riesige Geschichte, was Kirche anbelangt. Es gibt wenige Städte, die so geprägt worden sind von der ganzen Kirchengeschichte, von dem, was passiert ist. Die ganze Stadt, die ganze Bevölkerung. Aber die Frage ist jetzt, wie muss Kirche sein, heutzutage, damit sie für dich und für mich ein Ort ist, wo wir Gott drin erleben können. Schon die erste Kirche ist von Jesus höchstpersönlich gegründet worden. Aber auch der 20er wird von Jesus geleitet und prägt und baut. Das erleben wir Freitag für Freitag auf kraftvolle Art und Weise. Aber was ist eigentlich Gottes Plan für dich in der Kirche? Und welchen Auftrag hat Gott für den 20er in dieser Stadt Zürich? Um das Geheimnis geht es in dieser Serie We Are Church. Fantastisch, We Are Church. So schön sind ihr da. Hey, das ist unser Jahresthema. We Are Church. Wer hat schon mal einen We Are Church Abend in der Friedenskirche miterlebt? Genau, ein paar Leute. Sehr schön, sehr schön. Ich merke, die rechte Seite die ist ready. Immer. Ich weiss nicht, wieso du da angekommen bist und wie und durch was. Aber etwas weiss ich. Jesus liebt dich gewaltig. Und er hat einen Plan für dein Leben. Und du bist nicht da per Zufall. Weißt du, in dieser Welt fängt es nicht mehr wirklich sicher. Jeden Tag, wo wir noch aufstehen und können schnaufen, können wir Gott Danke sagen. Und ich sage dir eins, dass Jesus, er hat gewartet auf den Tag, wo du da reinkommst. Und vielleicht hast du schon etwas gespürt, was ist das? Ich sage, das ist seine Liebe. Das ist seine Liebe. Er wartet darauf, dass du sagst, hey, dass du ihm sein Herz auftust. Er hat dich schon immer geliebt. Er hat dich gemacht mit einem speziellen Zweck. Er hat schon immer gewartet, hey, wenn tut er das Herz auf für mich, wenn tut sie das Herz, dann hört sie auf, weg von mir säckeln. Aber er hat nie aufgehört, dir nachzusäckeln. Er hat nie aufgehört, dir nachzusäckeln. Egal, vielleicht, was du durch schon gemacht hast. Ich lade dich einfach ein, hey, sag, komm, gib dem Gott eine Chance. Ich glaube wirklich, dass du nicht per Zufall da bist. Und darum machen wir das da. Das ist nicht einfach irgendein Event. Das ist nicht einfach irgendwie einfach ein bisschen schön, ein bisschen Musik haben. Verstehst du, es geht um Leben und Tod. Und in Jesus haben wir eine Hoffnung in ein ewiges Leben. Und ich ermutige dich einfach, nicht einfach in den Tag hineinzugehen und zu sagen, ja, das ist alles einfach nur, was man sieht. Nein, nur was man sieht, ist zu wenig. Da ist noch etwas viel Krasses, eine richtige Realität, die auf uns wartet. Und wir, viele da drinnen, wir haben das erlebt und darum können wir also tanzen. Gell? Amen. Ja, gebt Gott einen Applaus. Wenn wir ihm einen Applaus geben, gebt ihm einen Applaus. Come on. Hey, ich möchte einfach zusammen beten. Ist das gut? Wenn du nie gebetet hast, tu einfach mal so, wie du mitbeten. Es ist ziemlich einfach. Es ist einfach reden. Jesus, wir sind nicht da einfach nur, weil wir nichts besser zu tun haben. Wir brauchen dich so fest. Was wären wir ohne dich auf dieser Welt? Hey, alles Geld, allen Erfolg, hey, ich weiss, es macht nicht glücklich. Es macht nicht glücklich. Und wir brauchen dich und ich strecke mich aus nach dir. Und ich danke dir, Jesus, dass keine Person da per Zufall da ist, dass du einen Plan hast für unser Leben, dass du die wahre Hoffnung bist, dass du die Hoffnung bist über den Tod raus, dass du Freude bist, die wahre Freude, die wahre Liebe. Wir haben vielleicht Sachen nachgesagt und das Gefühl, das ist Freude, das ist Liebe, aber in dir haben wir die wahre Freude, in dir haben wir die wahre Liebe. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und einfach das Recht tust, meine Worte brauchst und dort, wo ich nichts sage, das auch brauchst. Um einfach jedes Herz in reden. Wir möchten nicht gleich heim, wenn wir reingekommen sind. Wir brauchen dich, wir laden dich ein, zu unser Herz in reden. Amen. We are Church. Wir sind Kirche. Nicht, dass da oben ist Kirche, nicht das Gebäude ist Kirche, sondern du und ich. Wir sind Kirche. Und ich möchte heute darüber reden,
Und ich habe einen Titel gesetzt auf die Message. Du kannst die englische Version nehmen oder die deutsche. Ist auch überlassen. Die Englisch, die tönt build it or lose it. Oder eben baus oder verlier's. Build it or lose it. Es gibt nicht zu viel dazwischen. Entweder baust es oder verlierst es. Was wollte ich damit sagen? Wer hat schon mal so ein Extreme Makeover, so Wohnungen Extreme Makeover, hat er schon mal mitverfolgt oder gesehen in einer Sendung oder Fotos gesehen? Gewaltig, hä? Das ist gewaltig. Das ist so schön, was da passiert. Dann denkst du, ich will auch so eine Wohnung. Aber weißt du was? Bildet. Ist nicht einfach so passiert. Da hat jemand daran gebaut. Wie sieht das Haus aus, das man nicht da baut? Ich habe noch ein Bild mitgenommen. Wo man einfach sagt, ich mache nichts. Genau. Das sieht ziemlich, wenn du nichts machst, ist das der Anfang vom Ende. Nichts machen. Wenn du das Haus schön haben, dann musst du da arbeiten. Ich kann davon reden. Wir sind gerade neu in eine schöne Wohnung gezogen, die aber schon 30 Jahre alt war. Und meine Eltern haben dort schön neu renoviert Sachen. Und das sieht so schön aus. Ich wünsche mir am liebsten, ich alle mal heimnehmen und wir könnten kochen. Mach das. Ja. Es ist so schön, die Küche. Wirklich. Ja, ist gewaltig. Aber das ist nicht einfach so passiert. Da hat jemand gebaut. Wenn man nichts gemacht hätte, wäre es der Anfang vom Niedergang gewesen. Wenn eine Wohnung einrichten willst, genau gleich. Ich habe ein Bild mitgenommen. So sieht vielleicht die eine Wohnung von euch aus. Sorry. Nein. Putz es wieder mal. Hey, hast du gehört? Putz wieder mal deine Küche. Es tut dir gut. Alles macht mehr Freude. Wenn du willst, jeder liebt eine schöne Wohnung haben. Aber es ist harte Arbeit, wir kennen es, oder? Gut, die einen kennen es eben nicht, die sollten es wieder mal kennen. Aber der Körper ist genau gleich. Wenn du einen fitten Körper, kannst du nicht einfach sagen, ich möchte einen fitten Körper, ich möchte, nachher noch reden, du noch proklamieren und machst und du, aber wenn du nicht schaust auf deinen Körper, Anfang vom Niedergang. Beziehungen, die Leute lieben gute Beziehungen. Und dann sagst du, ich möchte auch so einen Freund wie der und die. Ich sage dir eins, wahrscheinlich lange, harte Arbeit. Die haben die Freundschaft gebaut. Keine Freundschaft, die wirklich stark ist, passiert von heute auf morgen. Das ist immer gebaut. Da wird immer da gebaut. Über Jahre, über Höchst und Tief. Schafft man da, weil man sieht den Wert. In einer Ehe. Oh, ich liebe das. Ey. In einer Ehe. Wo, oder wir denken, dort ist immer auf der anderen Seite vom Gartenhag, dort ist das Gras grün. Dort ist es schön und sexy. Weißt du, was grün ist? Dort, wo du Wasser gibst. Dort, wo du Wasser gibst, verstehst du? Dort ist grün. Ja, come on. Hey, wirklich. Das macht mich, jetzt lache, aber eigentlich macht es mich rasend. Weil keine gute Ehe passiert von heute auf morgen. Auch nur schon, wenn du mega gut bist miteinander und Gott hat euch zusammengeführt und trotzdem braucht es harte Arbeit. Trotzdem braucht es lange Gespräche. Ja, Amen. Amen. Come on, Jesus. Es ist wahr. Nein. Ja, total ist wert, ja. Ja, es ist so krass. Schau, ich meine, hey, ich muss... Wie viel... Jetzt meine Frau muss jetzt da stehen und ihre Sicht erzählen, wie viel sie natürlich muss bauen für mich. Aber bei uns ist es wirklich so, wir bauen daran. Wir sind seit 7 Jahren am Bauen. Und seit 7 Jahren wird es jedes Jahr besser. Und weißt du, wie viele Mal hocken wir einfach an und es ist überhaupt mir nicht nach Reden oder Ehren ist nicht nach Reden. Aber wir sagen, weißt du was, wir haben uns dafür entschieden, wir möchten eine gute Ehe. Alle sagen, wir möchten eine gute Ehe. Ich habe noch niemanden gehört, der in eine Ehe gegangen ist und gesagt, ja, ob es jetzt gut ist oder nicht, ich möchte einfach eine Ehe, kann ich eine Ehe sein, oder? Nein, wir möchten eine gute Ehe. Aber wir möchten nicht den Preis zahlen für eine gute Ehe. Weil wir nur so eine kleine Perspektive haben bis zum Gartag oder eben ein bisschen drüber noch ein bisschen. Ja, es ist ja so. Nichts passiert von heute auf morgen. Wir sind in der Instant-Gesellschaft. Wir möchten alles heute und morgen, immer gerade super ohne Investment. Aber im Leben, build it or lose it, baust, entweder baust es oder verlierst es. Ich liebe das, gerade bei der Ehe. Es ist wirklich ein Gespräch, Lob, Romantik. Romantik passiert nicht immer automatisch. Verstehst du? Das musst du machen. Da musst du daran arbeiten.
Vergebung ist nicht immer easy. Fühlst du überhaupt nicht danach. Aber du sagst es, weil du das Ziel vor Augen hast. Vergiss dich, schaffst dran, baust dran. Ich liebe an Bauen, dass es nicht passiv ist. Du kannst nicht passiv bauen. Wenn du passiv baust, geht es kaputt. Weil du baust gar nicht. Du baust gar nicht. Du kannst zwar vielleicht gute Gedanken haben, aber du baust nichts. Du hast gute Absichten, aber du baust nichts. Und ich merke, weißt du, in unserem Leben, wir bauen die einen bauen da nichts. Die bauen wirklich an nichts. Weil sie so kurzfristig leben und jede Herausforderung ist ihnen zu viel. Und dann musst du einfach nicht gewundert sein, wenn in 20 Jahren du nichts gebaut hast. Keine gute, starke Beziehungen, kein starkes Fundament, keine Gesundheit. Alles braucht absichtliche Handlung im Leben. Wohin möchte ich gehen? Ich fange an zu bauen. Dort möchte ich gehen, weil ich eine Perspektive habe. In der Kirche denkst du jetzt, was hat das mit We Are Church zu tun? In der Kirche ist es genau gleich. Kein Kirche, und ich rede jetzt nicht von einem Gebäude mit Stein, muss man auch bauen, aber keine lebendige Gemeinschaft von Gläubigen, die zusammenkommen, wo Leute geholfen werden, wo echte Freundschaften entstehen, wo Leute zum Glauben kommen, wo Leute im Glauben trainiert werden, wo ausgesendet werden, wo einen Unterschied macht und ein Licht in dieser Welt. Für das, was wir berufen sind, das ist keine Kirche, ist einfach so entstanden. Es ist entstanden, weil Leute gesagt haben, yes, das ist der Auftrag und ich fange sie an zu bauen. Ich fange sie an zu bauen. Ich fange an, etwas niederlegen. Wenn du baust, zahlst du zuerst mal im Bau und Hobby. Ja, es ist mal so, zuerst zahlst du mal. Und nachher, aber du zahlst gern, weil du gern das Resultat hast. Ja, ich war heute im Bau und Hobby. Es ist so teuer. Hey, lass uns aufschlagen. Epheser 4, Vers 2. Redet über etwas, das wir bauen in der Kirche. Und etwas, was ganz wichtig ist in der Kirche, ist Einheit. Eine Kirche, wo in der Bibel nicht nur auf Kirche bezogen, aber quasi alles, was gegen sich quasi gegeneinander ist, zerfällt, sagt es in der Bibel. Und dort, wo etwas in Einheit ist, das wird stark. Und nichts ist so stark, wenn etwas wirklich alle zusammenkommen. Das ist unglaublich stark. Einheit passiert nie automatisch in einer Kirche. Und lass uns das anschauen. Epheser 4, Vers 2, das ist einfach krass. Und wenn du nichts zu tun hast am Abend, lese Epheser 4. Wenn du etwas zu tun hast, aber du willst etwas Besseres machen, lese Epheser 4. Vers 2 bis 6. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig, geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt. Von wo kommt die Einheit? Vom Geist Gottes. Sag nie, dass der Geist Gottes hat, weil irgendwie da Unfrieden stiften in einer Beziehung oder in einer Kirche. Das ist nie vom Geist Gottes. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt durch den Frieden, der er euch verbindet. Was verbindet uns? Der Frieden, wo alle Verstand übersteigt. Der Frieden, den wir überkommen vom Heiligen Geist. Wir haben alle den Heiligen Geist, wir sind nicht alle gleich, aber wir haben seinen Geist bekommen. Er verbindet uns. Ich liebe es, wie der Paulus immer Perspektiven malt. Wie wir gleich sind vor Jesus. Es redet dann weiter im Vers 4. Gott hat uns seine Gemeinde berufen. Hört gut zu. Darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Haben Sie das verstanden? Wie viel mal? 1 oder 2? 1. Und wir haben einen Gott, er ist der Vater, über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Und das ist einfach gewaltig. Hey, durch wer wirkt er? Nur durch dich, sorry. He? Nein, durch alle. In uns und durch uns. Wie krass verbindet uns das. Verstehst du, das, wo du ein Teil bist da, das ist viel grösser als der Teil, den du vielleicht spielst. Du spielst einen wichtigen Teil. Aber denk nicht, dass mein Teil ist der einzig wichtige und alle müssen so den Teil machen wie ich. Nein, du spielst einen Teil und haben alles die gleiche Aufgabe, das quasi Kirche zu bauen.
Ich möchte noch weiterlesen, im Vers 11 ist einfach so ein guter Vers. Einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen für Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen auf ihren Dienst ausrüsten und jetzt, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Hey, das ist ein wirklich starker Vers. Weil es redet davon, der Paulus malt das Bild. Er malt das Bild, zuerst malt das Bild und sagt, hey, wir haben alle die gleiche Hoffnung. Wir haben alle den gleichen Geist. Wir haben die gleiche Taufe. Wir haben den gleichen Jesus. Er tut mal zuerst, was verbindet uns? Was verbindet uns da rein? Und nachher sagt er, wir sind nicht alle gleich. Wir sind nicht alle gleich. Zum Glück sind wir nicht alle gleich. Er sagt, die einen sind so, die anderen sind so. Ich möchte gar nicht auf die spezifischen Personen heutzutage oder heute Abend mehr eingehen. Weil um das geht es mir nicht. Das wäre nochmal eine ganz gute Message. Aber es geht darum, dass es verschiedene Arten von Leuten in einer Gemeinde gibt. Und wenn es die nicht gibt, ist es nicht vollständig. Aber wenn nur, oder? Es ist wie nicht vollständig. Und es ist gut, dass es sie gibt. Und die Gefahr ist, dass wir anfangen, etwas mehr zu werden als andere und sagen, jetzt müssen alle so sein wie der. Oder du hast das Gefühl, ich muss so sein wie der. Oder du hast das Gefühl, der ist weniger gut, weil er nicht so ist wie ich. Und du fängst an, parteiisch zu werden, wenn eigentlich der ganze Zweck davon ist, zum Eins zu werden. Er sagt nicht, wir brauchen nur Lehrer, wir brauchen nur Evangelisten, wir brauchen nur Apostel, wir brauchen nur wir brauchen nur Musiker, wir brauchen nur die Grafik machen, wir brauchen nur die predigen, wir brauchen nur die. Er sagt, es braucht alles. Und jetzt ist es interessant, oder? Die einen sagen, gut, wenn ich ja nicht der Evangelist bin, dann muss ich nicht evangelisieren. Ich glaube, um das geht es da nicht. Ich glaube, da geht es um verschiedene Schwerpunkte von Leuten. Aber jeder kann von jedem lernen. Weil in jedem hinein steckt Jesus. Und wir können in der Fülle von der Verschiedenheit können wir mehr Jesus sehen und erkennen. Und wir müssen lernen, quasi unseren Gaben laufen. Aber ich finde es so gewaltig, wie wir im 20 uns auftun, in ganz neu, gerade in der letzten Woche, die einen sagen, ich bin vielleicht nicht der Mega-Better. Aber sie haben sich aufgemacht zum Betten, weil sie gesagt haben, das ist auch, ich möchte lernen in dem, ich möchte wachsen in dem, ich möchte mit denen, die mega stark sind, möchte ich von denen lernen. Das ist mündig, das ist quasi wertschätzend, da wachsen wir an. Oder, dass wir voneinander lernen. Ich liebe es, ich habe es so geliebt. Wir haben zum ersten Mal so einen 20er-Outreach gemacht auf die Straße, wo wir für Leute gebetet haben und einfach mit ihnen geredet haben und ihnen von der Liebe von Jesus erzählt haben. Und für die einen ist das jetzt nicht das alltägliche Brot, aber ich habe es geliebt, der Adriel Jost und ich, der gute Mann am Piano, und wir zwei sind da und gesagt, das machen wir jetzt nicht alltäglich. Aber wir haben gesagt, jetzt wollen wir etwas Neues lernen. Werden wir so sein wie die anderen? Vielleicht nicht, müssen wir auch nicht, aber wir lernen. Und das ist schön. Aber Wertschätzung von der Andersartigkeit ist much entscheidend. Wenn wir anfangen, Sachen werten und sagen, das ist jetzt nur noch wichtig, dann fangen wir plötzlich ins eine Extrem, ins andere Extrem rutschen. Und der Paulus sagt, weißt du, nachher, wenn ihr zu diesen mündigen Leuten werden, die Verschiedenartigkeit, sie können wirklich ausbreiten, euch killen, dann, wenn dann so komisch Lehre kommt, von links und rechts, dann werdet ihr, das wird euch gar nicht quasi durcheinander bringen, weil ihr eben mündig sind. Das ist unglaublich. Das müssen wir mal lesen. Ich möchte das Leitungsteam führen, holen schnell. Nicht das Leitungsteam, das Preacher-Team. Dom, Lea, Joel, kommen schnell auf die Bühne. Einfach schnell das Bild. Ich hoffe, ich spüre schnell jetzt mein Herz. Schnell, nur jetzt ein bisschen. Nein. Also, kommen wir nicht neben mich. Nein, kommen da. So, haben wir das Bild? Eigentlich muss ich gar nicht viel sagen. Das sind die schon länger in 20 sind, ich wüsste, das sind ist der Joel, der Dom, die Lea und ich, die hauptsächlich da predigen. Und wir sind so unterschiedlich. Nein, wirklich. Ich wäre gerne so hübsch. Nein.
Nein, ich meine, wirklich. Also, ihr wisst, oder? Nur schon unser Predigtstil ist so anders. Und das Krasse ist, was ich viel von Leuten höre, sagen, sie lieben den 20er, nicht weil nur ich predige, sondern wegen der Vielfalt. Aber die Vielfalt und dass wir da sind und wir sind Freunde. Gell? Sind wir, oder? Nein, wir sind wirklich Freunde. Wir haben heute ganz gut Raclette gegessen. So fein Raclette gegessen. Und dann haben wir diskutiert, verstehst du? Unsere Freundschaft passiert nicht einfach so. Wir arbeiten härter. Und nicht einmal im Jahr, Woche für Woche, Leute mir an und sagen, wie hast du das gedacht, was du gesagt hast? Wie hast du das verstanden? Sag mal mal schnell, was hast du gemeint? Und du, wie siehst denn du das? Und ja, aber wie könnte man nicht das machen? Und wenn, ich finde es einfach gewaltig, was wir da haben. Es erfüllt mich so mit so grosser Freude und mein Wunsch ist, dass das Bild werden darf, das neu das Bild wird für die Kirche im Grossen. Dass wir lieben die Unterschiedlichkeit. Ich liebe es, was der Dominik reinbringt. Nein, wirklich. Ich liebe es, was der Joel reinbringt. Ich liebe es, was die Lea reinbringt. Und weißt du, uns verbindet erstens eine grosse Wertschätzung füreinander. Eine grosse Wertschätzung. Und gerade für dort, wo wir anders sind und wo wir sogar vielleicht die Sachen ein bisschen anders sehen, weil, ganz ehrlich, ich sehe nicht alles richtig. Und ich bin so froh, dass ich lernen von anderen und ab und sagen, ja gut, es wird dann schwierig, wenn man denkt, ich habe alles richtig erlebt. So wie ich ist das einzig Wahre. Nein, zum Glück brauchen wir einander. Und weißt du, dann sind wir da und dann reden wir. Und was es auch braucht, ist Zeit zum Reden. Zum Anhören. Ein lehrbares Herz. Ein demütiges Herz, das sagt, weißt du was, ich möchte immer noch lernen. Und ein Herz, das da ist und sagt, weißt du, wir möchten zusammen, wir richten uns immer wieder aus an dem, was uns gemeinsam ist. Und dass wir möchten Jesus gross machen. Wir möchten den jungen Erwachsenen in Stadt Zürich dienen. Wir lieben Jesus und wir lieben einander und wir respektieren die Leitung und wir respektieren die Sachen, die rundherum sind, aber wir reden darüber. Das ist nicht automatisch so. Gerade diese Woche haben wir telefoniert, heute haben wir diskutiert. Und nachher plötzlich merken wir, weißt du was, du siehst dein Herz, dann spürst du das Herz. So viel reden wir gar nicht mehr. Wir reden gar nicht mehr miteinander. Ihr dürft runtergehen. Das ist... Come on. Hey, so viel Streit passiert, wenn man einfach nicht redet. Wenn man einfach nicht Zeit nimmt. Verstehst du, Zeit nicht zum Reden ist Bauen. Du baust an etwas. Und du baust es, weil du Vision hast. Und ich habe eine Vision für eine Einheit in der Kirche und für eine Vielfalt in der Kirche. Und ich sage, weißt du, ich möchte ganz gerne meine Vorzüge und meine Vorlieben ab und zu ein bisschen zurückstecken, dass mein Hauptziel kann erfolgreich sein. Weil, weißt du was, wenn du einfach deine Meinung kannst durchdrücken, und das geht jetzt nicht nur auf die Kirche, kannst du Bezug nehmen, gönnst du vielleicht, aber du verlierst im Ganzen. Du verlierst. Weil du dein Ziel gar nicht könntest erreichen mit dem links und rechts. Wir sind nicht berufen, einfach alleine zu säckeln. Wir sind berufen, miteinander zu gehen, in Gemeinschaft zu leben. Und die Kirche sollte hoffentlich als Beispiel vorausgehen, aber in der Geschichte ist es leider nicht immer so gewesen. Ich möchte einfach noch einen Punkt ansprechen, wie du kannst Einheit bauen, ganz praktisch. Und das lesen wir im Epheser 4, Vers 9. Ist es Vers 9? Vers 29, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Glaub. Das ist im Epheser 4. Das ist ein Trick. Ihr müsst alles lesen. Verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt sind. Wie redest du? Wie redest du? Wie redest du? Wie redest du über deinen Kollegen? Wie redest du über deine Arbeitskollegen? Wie redest du über deinen Leiter? Wie redest du über deinen Pastor? Wie redest du über deine Mutter? Wie redest du über deinen Chef?
ist es aufbauend? Ist es aufbauend? Ist es freundlich? Ist es getränkt in Liebe? Ich weiss, wie es ist, in einem Umfeld zu arbeiten, wo die Sprache nicht Einheit fördert. Da kämpft dann jeder für sich selber. Und da wirst du erstens nicht zu Hochleistungen fahren. Zweitens werden ihr weniger effektiv sein und das kannst du jetzt in jedem Business anwenden. Es macht weniger Freude. Die Leute fangen parteiisch werden. Und das ist einfach zum Kotzen. So ist es. Und du gehst drunter und die einen Leute gehen drunter, weil die einen erheben sich über die anderen, weil sie die anderen klein machen, dass sie sich ein bisschen besser fühlen und die anderen leiden und gehen zugrunde unter dem. Wie redest du? Wir haben eine neue Sprache bekommen mit Jesus. Wir müssen nicht mehr gleich reden. Wenn du an ein Gespräch kommst, wo du merkst, das bringt jetzt alles andere als Einheit in dieser Gruppe, in dieser Beziehung, in diesem Business, whatever, in dieser Kirche, in diesem Team, dann red nicht mit. Mach Protest und irgendwann merken sie, mit dir können sie nicht einmal schlecht über andere Leute reden. Das ist einfach mega schön. Dann merken sie, mit dir können sie gar nicht. Ist gar nicht lustig, weil es ist erst lustig, schlecht über jemanden reden, wenn jemand mitlässt und mitredet. Wenn du sagst, weißt du, das musst du mir gar nicht sagen, dann kannst du eigentlich jetzt, wenn du ein Problem hast mit dem, geh auf ihn selber zu. Hey, da können wir so viel einfach Gutes machen. Lass uns da einfach wachsam sein, weil wir möchten meistens das Gleiche. Aber wir sind nicht bereit zu bauen. Und dort aufzustehen und zu sagen, weisst du was, meine Sprache fange ich an zu brauchen zum Bauen. Das Einzige, was du nicht kannst brauchen, ist, wenn du deine Wohnung mal wieder aufräumen musst. Dort kannst du nicht immer sagen, aufräumen. Dort musst du anstehen, Hände anlegen, richtig reinstehen. Aber sonst kannst du vieles machen mit Reden. Für die einen war das jetzt das Wort vom Tag. Sag nicht immer, morgen mache ich es, heute. Beim Körper geht es genau gleich. Du kannst nicht nur reden gut zu deinem Körper. Ist unglaublich, wie Jesus und Gott haben das genau gleich gehandhabt. Wo Jesus in Dienst gerufen worden ist, beim Johannes der Täufer, was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mega gefallen. Er hat angefangen, Einheit, Gott dort hineinzusprechen. Er hat angefangen, Wert, er hat aufbauende Sprache gebraucht. Lass uns eine aufbauende Sprache nehmen. Eine, die aufbaut. Lass uns verschwenderisch sein mit grosszügigen Komplimenten. Lass uns verschwenderisch sein. Verstehst du? Schlechtes kannst du niemand zurückholen. Du hast gesagt, hätte ich nicht sagen sollen. Hätte ich nicht sagen sollen. Und das Wort geht raus und es bewirkt Sachen. Das Wort ist wie ein Pfeil. Und es kann töten, es kann kaputt machen. Aber genauso wie es kann töten und kaputt machen, können mutigende Worte, können aufbauen, können Leben sprechen, können Einheit fördern. Lass uns das brauchen. Es ist etwas, was uns gegeben worden ist. Und der Heilige Geist erneuert unser Herz. Nicht nur, dass wir ewige Hoffnung haben, dass wir anders denken, anders reden. Es ist so gewaltig in den Erweckungen, wenn man hört, wie plötzlich die Leute... Das ist jetzt wirklich lustig. In England, wo sie eine Erweckung hatten, haben die Rösser nicht mehr den Leuten gefolgt, also den Reitern nicht mehr gefolgt, weil sie nicht mehr geflucht haben und andere Wörter gebraucht haben, um das Rösser zu führen. Nein, kein Witz jetzt. Das ist ein Phänomen geworden in dieser Erweckung in England. Weil plötzlich die Leute nicht mehr geflucht haben. Ist einfach krass. Ja, es ist wirklich... Ich möchte mit diesem Bild schliessen da. Mit dem Seil. Das Interessante ist das, Einheit, wie gesagt, es passiert nicht einfach so. Und Passivität im Reden, im Tun, im Bauen ist gleich nichts. Wenn jemand runtergemacht wird und du hörst zu und du machst einfach nichts, hast du nichts positiv verändert. Wenn du siehst, nein, es ist eine Not und du könntest bauen, aber du machst nichts, ist es nicht gebaut worden. Du kannst schon lange denken, es wäre gut, wenn jemand bauen würde. Bauen ist immer eine aktive Handlung, weil wir ein Ziel sehen und nicht an wollen wir.
In der Einheit ist es genau so. Keine Einheit passiert, weil man sagt, du bist noch ein cooler Typ. Ich dulde dich noch neben mir. Die Einheit, die Freundschaft bei uns im Predigerteam ist nicht einfach, weil wir sagen, ja weißt du, wir predigen einfach nebeneinander und lassen einander leben. Das ist heute der Trend in der Gesellschaft. Ja, glaub, was du glaubst. Ich glaube, was ich glaube. Aber eigentlich ist es, du bist mir egal. Du bist mir egal. Und wenn wir wieder wollen, wirklich effektiv werden und den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, als Kirche wahrzunehmen, müssen wir wieder anfangen, an einem Strick zu ziehen. Wenn wir sagen, weißt du was, ich sage nicht einfach weit, ja, ist okay, ist auch noch gut. Dann sage ich, weißt du was, nein, ich fange an, meinen Teil hineinzugeben. Ich fange an, die Einheit zu leben. Ich fange an, am gleichen Strick zu ziehen. Weil wir brauchen das. Der Paulus tut das so schön abrunden. Im Epheser 4, Vers 4-6. Gott hat uns seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib. In uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle und in uns allen wirkt. Und ich glaube, es ist so einfach an der Zeit, zu sagen, wir stehen für die Einheit. Und nicht eine Einheit mit dulden einander, sondern wir fangen da am gleichen Strick zu ziehen. Wir fangen da sogar alles auch das auf uns zu nehmen, was schwierig ist, die Einheit zu bauen. Weil der Teufel probiert, unsere Einheit im 20er kaputt zu machen. Und nicht nur im 20er, überall in der Kirche, wenn er weiss, wenn er die Einheit kaputt gemacht hat. Wenn er dazu braucht, dass die Leute reden über die anderen Leiter. Der redet über den schlecht. Der steht nicht mehr hinter dem. Der findet das dumm und sagt allen, dass er das dumm. Wenn du etwas dumm findest, einfach mein Tipp, das gibt's. Sag es dieser Person persönlich. Wenn du etwas gut findest, sag es allen. Wenn du etwas nicht gut findest, sag es dieser Person. Das baut, weil sogar positive Kritik baut. Wir lieben konstruktive Kritik im 20. Der Joel hat das ganze Teaching übergeben. Wir sind nicht einfach nur da und sagen, ist alles okay. Nein, wir sind nicht gleichgültig. Wir haben ein Ziel. Wir sind zusammen und jeder geht rein. Aber wir wissen, wo wir unsere Kritik anbringen. Weil wir wollen nicht Streit und Zerstörung. Wir möchten Einheit. Und wir wissen, dann sind wir stark. Darum können wir zusammen aufstehen. Und können wir als ein Zeichen sagen, hey, wenn du mir das möchtest, an dem Kollegen links und rechts die Hand geben. Die einen Leute werden jetzt happy sein, dass endlich dieser Person die Hand geben. Andere sagen, ist egal, sag einfach nichts, okay? Sag nichts. Nehmen wir einfach die Hand, es ist bald wieder vorbei. Ist okay. Nur kurz. Behalten mit mir. Liebe Leute, wir haben einen Auftrag. Und der ist gegeben von Jesus. Und wir sind alle anders da drin. Aber so wie wir anders sind, so hat uns Jesus auch anders mit anderen Abgaben gemacht. Und nur zusammen können wir das Ziel erreichen, das er uns gegeben hat. Und lass uns bauen, absichtlich, mit unserer Rede, mit unseren Taten, dass die Einheit kann bestehen bleiben und dass wir das Ziel einfach erreichen können. Wir sind berufen, das Licht zu sein, das scheint bis in die dunkelsten Gassen, in die dunkelsten Büros, in die dunkelsten Zimmer von dieser Stadt. Wir sind nicht da, nur zum Kirche spielen, wir sind da, zum Kirche sein. Und Jesus, du siehst, wie wir da sind und sagen, wir möchten gemeinsam vorwärts gehen. Nichts soll zwischen uns kommen. Wir stecken ab und zu unsere Wünsche zurück, dass die Einheit bestehen bleiben kann. Dass dein Name alle Ehre gegeben werden. Dass wir unser Ziel erreichen können. Und ich danke dir, hast du meinen Kollegen links und meine Kollegin rechts anders gemacht als ich. Danke, kann ich von dem vorne und von dem hinten lernen. Danke, du bist so gross, so weit, so anders. Amen. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20er.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.